eng Rees vun engem Nirgendland zu engem Neuseeland. Das Jahr für ihre 50. Todestag hat die Süddeutsche Zeitung die jüdische Schriftstellerin Mascha Kaleko als beste deutsche Exillyrikerin bezeichnet. Wie viele Juden aus Osteuropa hat wie 7 Jahre lang sein Heimisch verlassen, als mit seinen Eltern 1914 an Deutschland geflüchtet. Natürlich, wie Juden Hitler und Macht kam, also auf New York gegangen, von da aus nächst auf Jerusalem geflüchtet, und gefiel näherens richtig daheim zu sein, hat Mascha sein ganzes Leben lang begleitet. Und es gab ein wichtiges Thema als seine Gedichte. Wohin ich immer reise, ich fahre nach Nirgendland. Die Koffer voll von Sehnsucht, die Hände voll von Tand. So einsam wie der Wüstenwind, so heimatlos wie Sand. Wohin ich immer reise, ich komm nach Nirgendland. Ich proposiere an diesem Internetkurs eine Reise vom Nirgendland zu engem Neuseeland. See mit S-E-H geschrieben. Vielleicht, besonders auch die Jung, fühlen sich an dem, was allgemein auf religiösem Niveau traditionell angeboten wird, nicht mehr daheim. Und sie fühlen sich an ihrem tiefsten Ulayes nicht verstanden. Es gibt viel Neuland, Neuseeland zu entdecken, was noch nicht erschlossen ist, aber was da wäre das, dass der kreativ darüber nachdenkt. Der Georg Simmel, Philosoph und Soziolog, den am Anfang vom 20. Jahrhundert gelebt hat, schreibt aus seinem Essay Der Konflikt der modernen Kultur: Die Seele will ihre Gläubigkeit bewahren, während sie den Glauben an alle bestimmten, vorbestimmten Inhalte verloren hat. Wie eine neue Religiosität sich an unserem Alltag weisen, darüber geht jetzt an diesem Internetkurs. Also Kursus fängt mit einer Schmugglergeschichte, die als Schmunzeln geht. Aber genau zu verstehen geht, was es an diesem Internetkurs geht. Ich zitiere dann ein paar Statements von bekannten Autoren, die gleich am Anfang also auf eine richtige Piste sollen bringen. Eine Überlegung von Hugo von Hofmannsthal aus seinem Chandos-Brief sieht als eine Art für eine Kondition, die ganze Entreprise erfolgreich kann haben. Er schreibt: Der mutigste ist der, der seine Worte am freiesten zu stellen vermag. Denn es ist nicht so schwer, als sie aus ihren festen, falschen Verbindungen zu lösen. Und in dem Sinn will man an den Start gehen.